Ich habe immer das Gefühl, ich sollte mal in der Gefängnisarbeit arbeiten. Und mittlerweile mache ich das, indem ich Leuten helfe, aus ihrem Gefängnis rauszukommen. Und das ist für mich so eine sinnvolle Arbeit, wo mir einfach, ja, es gibt sehr viel zurück für mich. Der LiveNet-Tag, präsentiert auch vom Hope Business Club, der kommt heute aus einer Gegend, so zwischen Wil und Rapperswil. Wir wollen nicht ganz genau sagen, sonst könnten alle googeln und finden dann unseren Gast. Wobei, sie wird ja hier und da wenigstens auch gefunden werden. Lebt ja schliesslich auch von diesen Beratungsgeschichten. Andrea Zöger, herzlich willkommen bei uns. Andrea, wir kennen uns ein bisschen, von dort her können wir das Gespräch per Du machen. Bei dir gibt es ganz spannende Themen. Zuoberst oben würde ich sagen Trauma, dass solche Leute zu dir kommen, und zwar durch alle beruflichen Spektrumsmöglichkeiten durch, aber auch privat. Dann ist ein grosses Thema bei dir Enneagramm, die 9 Typologien. Und wenn jemand das erste Mal von dem hört, müssen wir dann schauen, wie wir das auflösen in ein paar Minuten. Und dann gibt es auch das Thema Hochsensibilität, wo ein Thema für sich wäre, oder? Genau. Darf ich dich fragen, ich mache es jetzt einfach, ob du selber hochsensibel bist? Ja, das bin ich. Und so bin ich auch darauf gekommen, diese Weiterbildung zu machen. Da gibt es ja ganz verschiedene Ebenen oder Vorstellungen, die man hat von hochsensiblen Leuten. Es gibt bis hin zu Leuten, die dann sagen, ja, das sind die so aus allem so viel machen. Du weisst gar nie, was du denen darfst überhaupt noch sagen oder nicht. Das wäre jetzt so ein bisschen die negative Interpretation, oder? Genau, das ist eine negative Interpretation. Ich glaube, es ist so, dass Hochsensible gewisse Fähigkeiten haben, die andere nicht haben, weil sie Sachen wahrnehmen. Aber wenn man dann weiss, dass wir bis zu 10 Mal mehr Sachen wahrnehmen, kann man dann auch verstehen, dass das eben auch sich negativ auswirken kann. Also es ist wie, es hat positive Aspekte, aber auch Aspekte, wo wir müssen sagen, das gewichtet manchmal schon recht stark. Wie zeigt es sich bei dir? Dass ich zum Beispiel jetzt auch ein bisschen lichtempfindlich bin. Also Hochsensibilität heisst, man hat 4 Faktoren. Das eine sind die sensorischen Reize, die stärker wirken, also Schmerz oder eben Lichtempfindlichkeit, Lärm. Das wird einfach alles stärker wahrgenommen. Dann ist der Grad schmäler zwischen dem Moment, wo wir uns noch gut fühlen, bis zu dem Moment, wo wir uns nicht mehr gut fühlen. Es ist einfach wie, alles wirkt mehr von außen. Es ist eine dauernde Überstimulation, weil wir halt so viel mehr wahrnehmen, weil wir einfach wie jeden Filter offen haben. Und dann ist unser Fass schneller voll. Wo wir dann auch mehr Rückzug brauchen. Um das wieder auffüllen. Genau, um die ganzen Emotionen, die wir auch von außen wahrnehmen, von den anderen Menschen oder was sonst noch ausläuft, um das zu verarbeiten. Und der 4. Punkt ist, dass alles, was wir erleben, länger nachhallt. Also, dass wir dann wie das alles Revue passieren und denken, oh, da habe ich vielleicht mich nicht gut ausgedrückt oder dort hätte ich etwas anderes machen sollen. Und dann innerlich Monologe halten, die halbe Nacht durch. Oder Bemerkungen, die jemand macht, die gegenüber, kann auch nachwirken. Ja, genau. Stärker als bei anderen Leuten. Wo ist der Unterschied so zwischen Sensibilität und Empfindlichkeit? Das ist eine gute Frage. Überhaupt gibt, oder? Ja, es gibt sogar ein Buch zwischen hochsensibel und empfindsam, irgendwie so. Ich glaube, es gibt nicht klare Grenzen. Und jeder Mensch ist in gewissen Teilen sensibel. Aber wenn wir von Hochsensibilität reden, sind einfach die 4 Faktoren, die müssen wie vorhanden sein, für dass man zu dieser Kategorie gehört. Und das sind in der Schweiz oder in unserer Region sind das 15-20% der Menschen. Das ist ein relativ hoher Anteil. Ja, also man denkt vielleicht so spontan ein paar wenige, oder? Aber Nein. das ist...
Du hast am Anfang eine Bemerkung gemacht, die mich eher in die Selbstspur geführt hat, dass es auch eine Gabe ist. Also könnte es sein, dass, wenn wir jetzt auch über spirituelle oder geistliche Themen reden, dass hochsensible Leute auch manchmal von Gott her Befähigungen haben, spezielle? Ja, also es ist wie ein Übernatürliches, wo wir noch wie Zugang haben dazu auf eine andere Art. Wobei ich sage, jeder Mensch, der mit Gott unterwegs ist ja mit Ruach, mit Heiligen Geist gefüllt und hört seine Stimme und hat da das Übernatürliche auch in sich. Aber bei den Hochsensiblen ist das einfach wie gegeben, dass wir halt wirklich gewisse Sachen wahrnehmen. Oder wenn jemand einen Satz anfängt, dass wir wissen, was nachher kommt. Dass wir wie Sachen im Voraus manchmal gespürt haben, gewusst haben. Und dann ist es weitergelaufen. Es ist wie ein Bauchgefühl, Intuition. Und der Kopf sagt, nein, das ist nicht so. Und dann im Nachhinein merken wir, haben es eigentlich schon gewusst. Gehörst du zu den Leuten, die zum Beispiel, sagen jetzt mal, wenn jetzt eine Sitzung wäre, irgendwo, wo man weiss, die haben irgendeine schwere Luft oder Konflikt, der rumgeistert, der reinkommt in einen Raum und relativ schnell so Sachen wahrnimmt? Ja, im Normalfall nehmen wir einfach auch die Stimmungen wahr, die Atmosphäre, die Emotionen von allen Leuten und dann halt einfach wirklich summa summarum von allen den Beteiligten. Und das ist dann das, was halt auch schwer gewichtet, wenn wir nicht gelernt haben, dort gewisse Filter einzubauen oder einfach auch gut sorgsam mit uns unterwegs zu sein. Und das ist das, was ich wichtig finde für Hochsensible, dass sie einen guten Umgang mit sich selber haben, weil sehr oft probieren Hochsensible genauso zu sein wie alle anderen, genauso viel zu leisten, genauso viele Aktivitäten zu haben und sie irgendwann mal ausbrennt, merken, es tut ihnen gar nicht gut. Und einfach dürfen sagen, ich habe da ein anderes Mass und das ist okay. Ich darf mich selber sein in dem Sinne. Und das ist das, was für mich gut ist. Und wenn das ist, dass man am 1. August kein Programm hat. Okay, gut. Alles klar. Das grosse Thema bei dir in der Beratung, oder wie sagst du dem, wenn du Leute unterstützt? Traumaberatung, Traumabegleitung. Das ist der Hauptschwerpunkt. Mein Eindruck ist ein bisschen, dass das Thema Trauma zu Recht einerseits mehr in der Öffentlichkeit vorkommt, wirklich mehr thematisiert wird, dass endlich einmal Leute die Schritte auch machen und heranschauen. Und der andere Eindruck ist aber ein bisschen, da kannst du mich jetzt korrigieren, wenn der falsch ist, dass das Thema ein bisschen inflationär gebraucht wird. Jeder, der irgendwie einmal, wenn du jetzt beim 1. August den Schwellenbrief dort irgendwie verschrocken ist wegen einem Feuerwerk und das verbunden hat mit irgendwelchen Bombenangriffen, ich will das auch nicht zu leicht formulieren, aber der hat jetzt seitdem ein Trauma. Also, ist es bei diesem Thema nicht wahnsinnig schwierig, um wirklich zu sagen, ist der Mensch traumatisiert oder nicht? Oder hast du das relativ schnell draussen mit deiner Erfahrung, ob das so ist? Grundsätzlich ist es mal wichtig zu verstehen, was ist Trauma. Und dort müssen wir wissen, das Traumaforschung ist noch nicht mal 100-jährig. Im Vietnamkrieg, wo die Amerikaner zurückgekommen sind, haben sie gemerkt, die sind anders als vorher. Also die sind zum Teil komplett am Durchdrehen gewesen, und dann hat man angefangen zu forschen. Also die ganze Traumaforschung ist sehr jung und man ist dauernd noch am Zeug entdecken. Jetzt ist es einfach so, dass wenn ein schreckliches Ereignis passiert, hat das Auswirkungen in unserem Körper, und zwar in unserem Hirn. Weil es emotional nicht richtig verarbeitet werden kann, wird es in der Hirnregion nicht am richtigen Ort abgeleitet. Anstatt in der Logik zu landen, landet es an einem anderen Ort. Ich bin nicht Mediziner, aber ich weiss, es ist nicht richtig abgeleitet, und durch das belastet uns das Ereignis eigentlich für den Rest des Lebens, ausser man hat in den kommenden 3 Monaten, man sagt so bis 12 Wochen, hat man Zeit,
um das schwierige, schreckliche Ereignis aufzuarbeiten. Indem, dass man viel darüber redet, indem, dass man ein gutes Umfeld hat, das einem durchträgt und die Sicherheit gibt, dann kann die Belastungsstörung wie nachträglich noch als richtiger Ort abgelegt werden. Passiert das aber nicht, ist das dann chronifiziert, am falschen Ort. Und jedes Mal, du hast vorher die Bombe gebracht und 1. August, wenn er wieder irgendwo etwas knallt, reagiert der im Krieg die Bombenerlebnis hatte, reagiert auf das. Und dort ist dann die Frage, was, ausser dass er erschreckt, was hat er sonst noch für Nebenwirkungen? Wird er wegen dem, was auch immer, panisch oder hat er Sucht? Was ist die Auswirkung von diesem schrecklichen Ereignis? Was prägt ihn dann sein Leben lang? Und wenn es Sachen sind, die der Mensch einfach kaputt macht, oder wo ein Mensch unter Sucht leidet, wo er sein Leben zerstört und das Leben um sich herum, dort, finde ich, ist es gut und ratsam, wenn man diese Trauma aufarbeitet. Gibt es ein Trauma, wo du sagst, es ist gut, wenn man darüber redet, aber viel mehr muss man da nicht machen, weil auch nicht ein grösserer Schaden entstanden ist? Die Frage ist immer, wie geht der Mensch durch das Leben? Hat er wegen dem Depressionen? Ist er für den Rest des Lebens wie seelisch krank? Oder geht er trotz dieser Geschichte irgendwo gut durchs Leben? Und jede solche Geschichte löst in uns etwas aus. Und für den Rest des Lebens haben wir dann immer mit Stress auch zu tun. Weil das, was nicht gut war, was nicht richtig abgelesen werden konnte, das erzeugt Stress. Stress erzeugt Cortisol im Körper, das Stresshormon. Und Cortisol ist 1:1 zellschädigend. Also der Körper wird irgendwann mal krank aufgrund von solchen Geschichten. Und dort ist halt die Frage, wo steht man im Leben? Kann man den Stress abbauen, indem man viel sich bewegt? Indem man ganz eng mit Gott unterwegs ist? Oder sich vielleicht auch über Arbeit reguliert? Wo man dann, schon in einem Bereich ist, der vielleicht nicht immer nur gesund ist? Oder braucht man irgendwelche Substanzen? Immer die Frage, was passiert dann mit dem Menschen? Hallo, mein Name ist Marlon Heinz und ich bin Leiter der Hope Business Clubs. Wir haben die Vision, christliche Unternehmerinnen und Unternehmer miteinander zu vernetzen. Führungskräfte sind häufig als Einzelkämpfer unterwegs. In Hope Business Clubs soll die Gelegenheit geschaffen werden, auszutauschen auf Augenhöhe, Gemeinschaft mit Gleichgesinnten zu haben und füreinander zu beten. Du bist herzlich willkommen. Wo siehst du den Faktor Gott in so einer Geschichte? Gott hat diesen Überlebensmechanismus überhaupt geschaffen. Dass das nicht als richtiger Ort abgeleitet wird, ist, es passiert eine Abspaltung und nur so überlebt der Mensch. In dem Innen hat er einen Mechanismus geschaffen, dass wir überhaupt überleben. Das ist die eine Geschichte. Und ich weiss halt, er ist immer bei uns, aber er lässt es halt dazu, dass solche Sachen passieren. Und wenn wir ein bisschen mit ihm unterwegs sind, merken wir auch, dass wir in diesen Sachen auch am meisten gelernt haben. Also das Aushalten, oder? Also wie würdest du sagen, ist das individuell, wie viel ein Mensch muss aushalten mit so Geschichten? Also ich habe jetzt mit jemandem vor kurzem geredet, der gesagt hat, der sich traumatisiert fühlt und sagt, jetzt ist mir zweimal passiert, dass bei einem Chef, der genau der und der Typ ist, Sachen in die Hose sind oder der hat mich entlassen oder bloßgestellt vor anderen Leuten. Und jetzt habe ich einfach Angst vor dem nächsten Bewerbungsgespräch, wenn wieder so einer in dieser Dominanzart dort steht. Dann geht es mir nicht gut, dann bin ich blockiert. Ja, genau. Und dort wäre es gut, wenn jetzt die Person den Innenanteil, der so Angst hat, dass genau wieder das Gleiche kommt, weil es wird wieder das Gleiche passieren,
Das sind die Muster, die abgehen. Wenn wir Anteile haben, die Angst haben vor etwas, dass wir wieder verletzt werden, wir strahlen die Angst aus und genau das ziehen wir an. Okay. Das sind Mechanismen, Muster, die abgehen. Und was wir machen können, ist, wir können auf unserer Seite arbeiten, dass wir schauen, woher kommt denn die Angst? Was ist da für eine Geschichte dahinter? Und dann können wir auch sagen, okay, das, was einmal war, das ist schon lange vorbei. Und im Hier und Jetzt will ich eine gute Arbeitsstelle haben und darf ich mit meiner ganzen Kompetenz wissen, ich werde Fehler machen. Aber wegen dem muss mir der Chef nicht wieder so klein machen. Ich muss nicht wieder in das Muster zurückgehen, das aus der Verletzung von früher kommt. Und das sind so Sachen, die ich mit den Leuten anschaue. Also das Arbeiten am Inneren. Ich tue jetzt extra ein bisschen überspitzen, gell? Du verstehst mich. Kannst du ein Trauma fast bei allen, die zu dir kommen, irgendwann ganz wegbringen? Was das immer heisst, gell? Das ist eine gute Frage. Wegbringen, gell? Ja, ist immer so ein es geht nicht darum, dass wir es wegbringen. Es geht darum, dass sich das, was war, dass wir das in der Aufarbeitung, dass sich das in die Logik integriert. Also eigentlich ins Erwachsene-Sein. Bring ein Beispiel. Da hänge ich auch kurz dran. Was heisst in die Logik übernehmen? Also würdest du sagen, das eine ist voll so nicht rational und ist vor allem Emotionen. Und jetzt geht es darum, dort wieder in eine Logik zu kommen. Also fast, wenn jetzt jemand würde sagen, machst du eine Rechnung im Kopf, oder? Dann wärst du in der Logik hinein. Also da gibt es x Beispiele, aber wir haben ja oft so Reaktionsmuster, die uns selber gar nicht gefallen. Weil wir das Gefühl haben, ja, so eingeschnappt reagieren oder ausfällig werden, ist eigentlich in meinem Alter nicht mehr wirklich dran. Und wir probieren das mit Gebet und wir probieren das mit viel stiller Zeit und trotzdem geht es einfach nicht weg. Und dann aktivieren wir vielleicht noch den Befreiungsdienst, aktivieren, weil wir das Gefühl haben, da ist vielleicht etwas Dämonisches rum oder was auch immer. Und viele Christen leiden darunter, dass sie einfach merken, trotzdem, es geht nicht weg, die Emotionen, die übernehmen und die übernehmen in Nanosekunden. Also kommt da ein Trigger, so ein rotes Knöpfchen, das gedrückt wird, kommen die Emotionen aus dem 0,nichts, schieben sich vor unsere Logik. Wir können in diesem Moment fast nicht mehr logisch denken. Wir fliegen aus der Rationalität raus in die Emotionen hinein, die wir eigentlich schon so lange bearbeitet haben und weg haben. Und das ist aufgrund von Trauma. Das ist aufgrund von Verletzungen von früher. Und wenn wir so Sachen haben, so Muster, dann können wir doch sagen, okay, wir können mal anschauen und dann würden wir das mehr und mehr wegbekommen oder es würde sich wie integrieren und wir wüssten, ich muss ja gar nicht mehr. Heute muss ich mich nicht mehr von meiner Vergangenheit so bestimmen. Ich weiss ja jetzt, woher es kommt. Und wenn jetzt jemand ein Wort hat, das mir gerade nicht passt oder irgendwie mich ablehnt, dann darf ich heute lachen. Aber das ist mir lange nicht gelungen, weil ich eine Mobbing-Geschichte erlebt in meiner Kindheit oder zweimal. Und das sind Sachen, wo ich merke, da hat sich so viel verändert. Ich darf heute hier sitzen und sagen, ja, wir müssen nicht alle gut finden. Es ist okay. Das wäre jetzt eher in die Logik. Genau, das kann ich heute als Erwachsene aus der Logik heraus sagen. Und ich hatte Verhaltensmuster, wo ich der ganzen Welt immer alles recht machen wollte. Und ja. Hast du eigentlich schon verloren, oder? Das ist eine never-ending story. Genau. Unglaublich man kommt schwierig. nicht zur Ruhe und ja. Wie wichtig ist, wenn wir noch kurz über das Enneagramm reden, das auch ein grosses Thema ist. Es lernen immer mehr Leute kennen. Ich habe kein Modell für mich gefunden, das so in die Tiefe gegangen ist, das mich so beschreibt, wie ich mich fast nicht getraut habe, überhaupt zu gewissen Sachen zu stehen in meinem Leben. Also mir hat es sehr geholfen. So die 9 Typen, oder? Und für wer ist das hilfreich? Wenn jetzt jemand sagt, ja, wäre das etwas für mich? Ich habe mal eine Kursausschreibung gesehen irgendwo.
Für wer ist das wirklich hilfreich, so herzuschauen? Es wäre für alle hilfreich, aber es interessiert nicht alle. Und das ist ja, wir sind in einer freien Gesellschaft oder freien Welt, zum Glück noch. Und wer sich dafür interessiert, alles, was in Richtung Persönlichkeit geht, es ist ein Modell, klar, aber es hat von mir aus gesehen ganz einen göttlichen Aspekt. Die Esoteriker haben auch das Modell wie für sich beansprucht und viele Christen haben das Gefühl, das ist esoterisch, weil es sehr viele esoterische Bücher gibt darüber. Wir sind der Überzeugung, es ist eigentlich ein Modell, das göttlich ist. Es verhebt total. Und es ist das Modell, jedes Modell ist in sich auch falsch, aber es tut nicht schubladisieren. Und es ist sehr, sehr, sehr tiefgründig. Es geht sehr weit. Für wen dass es gut ist, eben für alle die sich für das interessieren und wissen, wie dick ich denn überhaupt aufgrund von einem Modell. Und wenn man das Modell kennt, kann man sich selber besser einschätzen und verstehen, warum und wieso, dass man gewisse Sachen macht. Aber auch das Gegenüber. Gerade zum Beispiel in einem Team, ist jetzt meine Erfahrung, in einem Team auch wie verständnisvoller sein für gewisse Abläufe, weil der hat jetzt eher ein Bedürfnis mit dem. Genau. Und da kann ich vielleicht sogar darauf eingehen und die Sache entspannt sich wieder, oder? Ja. Es ist so, ich habe zuerst das Enneagramm kennengelernt, dann Hochsensibilität obendrauf und jetzt noch mit dem Trauma. Und für mich ist das mit dem Trauma schon viel wichtiger geworden als jetzt das Enneagramm. Aber ich habe auch schon Leute, die da angekommen sind, um ihre Trauma aufzuarbeiten, habe ihnen ihre Struktur erklärt. Und das war einfach wie ein Augenöffner gewesen, oder die haben riesige Aha-Erlebnisse gehabt, weil es einfach auch gezeigt hat, aha, so ticke ich. Und das Ziel ist immer, wenn ich dich richtig verstanden habe, einfach auch einen besseren Umgang mit sich zu bekommen. Ja, es ist wie, dass man ein Werkzeug hat mit dem Enneagramm, wo man maximale Ausschöpfung haben kann. Also einfach ein tolles Werkzeug. Ich bin sehr gewundert, wie es weitergeht, weil das ist bei mir ein laufender Prozess eigentlich. Und ich danke dir, Andrea Züger, für den Einblick in deine Arbeit. Das ist recht vielfältig. Ich habe am Schluss eine Frage. Die Kombination, die du am Anfang so ein bisschen gesagt hast, die ja auch deine Kompetenz dann darstellt, ist die recht anspruchsvolle Frage. Hochsensibilität, je nachdem ein Trauma erlebt und dann auch noch so vom Enneagramm her ziemlich genau oder vieles über sich wissen. Ist das nicht nochmal etwas, was hier und da musst du durchschnaufen, weil es ein bisschen viel aufs Mal ist? Nein, ich finde es einfach cool. Also ich habe jetzt das Gefühl, ich bin wieder Fisch im Wasser, der in seiner Berufung angekommen ist. Und mit den Möglichkeiten, die ich habe, mit den Tools, die ich habe, einfach, ja, den Menschen kann dienen. Ich bin selber neben einem Gefängnis aufgewachsen. Mein Vater hat als Wärter gearbeitet. Und die Bibel stellt, dass wir die Fesseln lösen sollen. Ich habe immer das Gefühl, ich sollte mal in der Gefängnisarbeit arbeiten. Und mittlerweile mache ich das, indem ich Leuten helfe, aus ihrem Gefängnis rauszukommen. Und das ist für mich so eine sinnvolle Arbeit, wo mir einfach, ja, es gibt sehr viel zurück für mich. Ich mache es sehr gerne. Ich danke dir vielmals. Ich wünsche dir weiter alles Danke Gute. dir. Danke. Mitten in Bern, direkt am Bahnhof, ist LiveNet täglich ein Impulsgeber für die Schweiz. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.